Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play und zwar gehen wir zurück zum alten Outblast und wir machen Let's Play Outblast Whistleblower auf Pilzig. Ja, das Pfeifebloser DLC wird jetzt auch mal definitiv Zeit, habe ich mal gedacht. Und nachdem ich jetzt Outlast 2 direkt noch Outlast gezockt habe, blieb irgendwie dafür keine Zeit dazwischen, nochmal den Pfeifebloser durchzuhaaren. Aber, jo, jetzt kommt der springende Punkt, halten euch gut fest. Und zwar, ich habe Outlast als erstes durchgezockt und es war wirklich nicht lang genug, dass Outlast 2 direkt rausgekommen ist. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nur noch den Pfeifebloser Zwischerei robb, das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber jetzt, nachdem ich wieder ein bisschen Zeit habe bei der Horrorsektion auf meinem Kanal und Layers of Fear Inheritance gestern beendet worden ist, habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich doch nochmal hier kommen und Outlast vervollständigen. Wir machen auch gleich weiter mit dem Pfeifebloser. Und Whistleblower sind Leute von der Presse, sind Leute, die aus dem Unternehmer oder irgendeinem Konzern, kann aber auch Militär oder ähnlichem sein, brisante Nachrichten an die Presse weiterleiten. Der Edward Snowden zum Beispiel, das ist so einer von der berühmtesten Whistleblower, würde ich sagen. Oder der Gründer von WikiLeaks. So, Schwierigkeit bei Whistleblower, normal, schwieriger, Albtraum, Wahnsinn, ganz genau. Wir machen natürlich normal, so locker wie irgendwie möglich, machen dafür auch einen neuen Spielstand, den ihr jetzt wohl leider nicht sehen könnt. Aber es geht direkt los. Yo! Ich bin sehr gespannt drauf, ich habe auch das Gronkh Let's Play dafür geguckt. Wie bei Outlast Ends habe ich auch hier zu Whistleblower das Let's Play von Gronkh damals gesehen und hab noch so ein bisschen im Hinterkopf, was du ist, aber nie mir alles so genau. Von daher kann das jetzt lustig werden. Okay, wir wachen auf. Wir werden weggetragen, irgendwo hier auf dem Stuhl. Zwei Kondommändler, das hier mit Gasmaske. Hör auf, mich zu fixieren. Wie wär's mit Nein? Wäh. Schlägt er mich gerade ab, der Widerling? Kind of busy here. Sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do you hope? You're not happy about it? Shit. Come on. Das fängt ja schon großartig an. Erstmal von einem Typ, von einem Widerlichen hier abgeschleckt worden. Und wir sind wieder zurück in der Anstalt in Mount Massive, 2 Stunden zuvor. Wir sind wieder in der Mount Massive Nervenheilanstalt und Hope, den kennen wir noch, der Billy Hope von Outlast Ends, das war der, Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Softwareberater, Einrichtungen, jetzt kann ich es nämlich lesen. Ja, der Billy Hope, das war der Wallrider. Könnte man so sagen, oder der den Wallrider lenkt. Können wir es vielleicht immer sehen, was er schreibt? Ja, Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Das geht an den Miles Upshur übrigens. Das war da, also der Whistleblower ist er, der an Miles das überhaupt weitergereicht hat. Der hat, und seine Kaffeetasse auch noch neben dran, die ist aber schon ausgetrunken, oder? Ja, sieht so aus.
Ja, das scheint wohl der Whistleblower zu sein, der Miles Upshur überhaupt erst die Nachricht gegeben hat, dass er da hinkommen soll. Und ihn dort mit in seinem persönlichen Albtraum reingejagt hat. Herzlichen Glückwunsch. Okay. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Park heißen wir also. I thought you were just a software guy. Ja, auch so ein Software-Typ, der darf doch auch mal hier zum Weiner hier hingehen, oder? Ja, Park heißt unser Mensch. Und er scheint Programmierer zu sein hier im Mount Massive. Wayland Park. Ach Gott. Ja, Wayland Park spielen wir hier. Nicht Miles Upshur. Aber Wayland Park hat Miles Upshur hierher gelockt. Und ich muss mich jetzt erstmal wieder damit zurechtfinden, dass ich hier wieder zur Outlast Ends Grafik zurückkehre, weil Outlast 2 war doch sehr, 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 sehr geil gemacht. Da gibt es ja nichts zu rütteln dran. Okay, die stehen überall mit ihrer Atemmaske herum. Bist du der Schlecker? Bist du der Zungenmann? Igitt. You're Wayland Park, aren't you? Why weren't you answering the page? I'll tell them you're incoming. Ja, alles klar. Das fand ich übrigens so arschwitzig, da erinnere ich mich noch bei der Gronk Let's Play. Ich glaube, Dendo, ja genau, generell die Wachmänner, die hat er immer der Porenmann genannt, weil die so ekelhaft dicke Pore haben, die Leute. Und ich finde die Bezeichnung so arschwitzig, wenn er dann zu den Leuten geht, dann bist du der Porenmann? Oder das ist doch der Porenmann. Anna. Also ich persönlich finde es arschwitzig, vor allem weil das alles so Einheitstypen sind, die alle gleich aussehen. Ah Mann, also an der Stelle nochmal danke Gronk für dein großartiges Let's Play. Und wer es das nächste Jahr hat von euch, gucken es euch auf jeden Fall an. Ich finde es so arschwitzig, wenn er zu den Leuten geht. Du bist doch der Porenmann. Das ist so eklig. Okay, wir sind im letzten Level von Outlast Ends. Und da ist es Wallrider. Wallrider-Projekt ist es. Hurry up, they're waiting on you. Ah, du bist auch wieder der Porenmann. Igitt. Ach, Mann. Ja, aber schon... Ah, na. Der sieht aus wie so Osterinsel-Statue. Assi widerwärtig. Schade, dass es wieder nur Animation gibt für die Typer. Finde ich schon etwas schade. You're cutting it close. Next patient's incoming in arterial spin, still dark. We need you at the front terminal. Okay, ich finde es aber irgendwie schade, dass ich keine Maske krieg und die Porenmänner kriegen anscheinend auch kriegen offensichtlich auch keine Atemmaske. Also es gibt mindestens 5 Linge, 6 Linge sehe ich. Silver, ihr seid mindestens 7 Linge gewesen, ihr Porenmänner. Okay, das ist das Wallrider-Projekt jetzt, wo wir hier wieder sind und die haben alle nur dieselbe weiße Kaffeetasse, wo Coffee drauf steht. Okay, das ist das Wallrider-Labor, sehen wir wieder. Und da stehen sie mit ihrer Kontaminations-Kondom-Züge. Da komme ich anscheinend nicht durch, oder? Nee. Da stehen sie auch mit dem Maschinengewehr schon. Und Billy Hope ist aber noch nicht in seiner Glaskuppel drin. Es ist ja auch 2 Stunden zuvor, bevor der Billy angeblich so tolle Werte gehabt haben soll. Das heißt, wir befinden uns noch in einer Phase, wo der Billy Hope anscheinend noch nicht an die Wallrider-Maschine gekapselt ist. Okay. Morphogenetischen Antrieb reparieren. Final. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind. Ah, das ist der Schleckermann. Das ist der Zungenmann. Der neben uns. No. I don't need another evaluation. Der Andrew. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Ja, Herr Zungenmann. Züngeli, Düngeli, Kotze-Typ. Wie sieht's aus? Are we happy, Mr. Park? Ja, du bist gleich noch viel glücklicher. Wenn du mich abschlägst, du perverse Schwein. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than Also die Vorstellung, alle schon. considerable dedication to the Die Vorstellung, dass du hier so einen Mitarbeiter hast und dann kommst du in so eine Machtposition, wo du über den bestimmen kannst und dann schlägst du den ab. Ey, wie widerwärtig ist denn das? So Kollege schafft man gern.
Okay, der kreischt nur Vergewaltigung. Der wird von der angeblich von der Maschine vergewaltigt. Ist das der Billy? Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Alter. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. 5 seconds. Manometer. Da geht's ja schon richtig ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Billy ist. Nee, Eddie Glaskin. Moment, Eddie Glaskin. Der Name kommt mir aber auch bekannt vor. You're finished, Mr. Wayland Park. War der irgendwo auch in der Akte drin, Eddie Glaskin? Der Name kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Geh zurück in dein Büro. Eddie Glaskin, okay, das muss der arme Teufel gewesen sein, der vorm Billy kam, weil der Billy war in dem links. Park. Thank you and goodbye. Ich will aber zum Eddie. Ich bin zum Eddie hier. Widerwärtiger Kollege, Abschleck, Homo, Ekeltyp. You need to exit the room, sir. Ja, ist ja gut. Pori. Noch so einer? Sind die eklig. Osterinsel. Können wir rennen, oder? Krieche können wir. Springen können wir mit X. Können wir rennen, oder? Moment, wie war dann? Rennen können wir mit LNs. Okay. Das ist in Ordnung. Die Osterinsel steht dort davor, während der an der Osterinsel am PC sitzt. Körper hämmert zwar. Wir tragen auch ganz lässiges Outfit mit Sneaker und mit Stulpe und zum Strickwestel oder was es ist. Ja, wir sind ein ganz modischer Hipster-Typ. Da kommen wir jetzt nicht rein. Und unser Schatten verrät auch nicht so großartig viel über uns, wie ich finde. Ja, das ist ein tolles Büro, was ich hier habe. Das wünsche ich mir auch. Telling stories outside of class. Hands where I can see 'em. Na toll. Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spy Das war ein Schmierlapper. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometrics. Oh, da hatte blindes Ach, glaube ich. Sei linkes Ach dürfte blind sein, oder? More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Oh oh. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Nein. Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine? Nein. That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and Nein, ich will nicht nur noch leichtes Anästhetikum. Hau ab. Osterinsel. anesthetic. Hau ab. Achso, leichtes Anästhetikum ist auf die Schniss. Okay. Nett. Pfeiferbloser. Da sind wir dabei. Ach du Scheiße. Okay, das heißt, er hat sich hier freiwillig gerade gemeldet. Danken Mr. Blair. Ja, und das hat uns in die nette Situation gebracht, in der wir da gelandet sind. Heilige Scheiße. Das ist derzeit nur der Anfang. Bin immer gespannt, wie es da noch abgehen wird, weil Outlast ist halt Outlast, ne? Ich erwarte sehr viel, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich den obligatorischen Mount Massive Patienten-Krummbeere-Sack schon an. Und ich sehe den Film vor mir, den wir auch im Kino da gesehen haben, in der Anstalt. Das, was halt Wallrider sein soll, ne? Ach, du ist auch schon eine Wallrider. Ich habe aber gerade keine Kamera oder so parat, ne? Okay, ja, kein Wunder, dass die alle ihre sind, wenn die ständig dieses Wallrider-Ding da haben. Den Camcorder kann ich nehmen, okay. Oh, scheiße.
Okay, mir haben die obligatorische Notiz gemacht. Sollte ich sterben? Ich hab's verkackt. Oh Gott, wo bin ich? Es sind Stunden vergangen. Oder Wochen? Mein Hirn ist mit Statik gefüllt. Sie haben mich dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Den Antrieb. Muss Hilfe holen. Unbedingt Hilfe holen. Lisa, es tut mir leid. Sollte ich sterben, dann weiß ich, dass du mich finden wirst. Ich weiß, dass du nicht ruhen wirst, bis du meinen Körper gefunden hast. Ich hoffe, du findest die Kamera bei meiner Leiche. Ich hoffe, dass die Beweise hier darauf das tun können, was ich nicht konnte. Die Wahrheit zeigen. Lisa, Baby, es tut mir so leid. Ich hab's verkackt. Ich dachte, ich tue das Richtige. Ich hab's sowas von verkackt. Na, großartig. Okay, mir hängt keine Batterie und ich musste mit leben, dass das so noch sehr viel türkisener ist, als es bei Outlast 2 der Fall war, wo es doch deutlich angenehmer war mit der Kamera, um ehrlich zu sein, im Nachtsichtmodus. Hier. Ja, aber lass mich bitte in Ruhe, ja? Es war sehr, sehr cool von dir, dass du mich da rauslässt. Aber ich brauche dich trotzdem nicht in meiner Nähe, mein Lieber. Ih. Scheiße, der will was von mir, der will was von mir, der will was von mir. Ich will aber nichts von dir. Ich will nichts von dir. Ich will nur weg, ich will nur weg. Oh. Hilfe! Ich will mich im Scheißhaus einschließen und dort leben. Oh Gott. Okay, es ist mal wieder Outlast. Und zwar mit jeder Phase. Also mir scheint jetzt in der Phase zu sein, wo die Spinner anfangen, Mount Massive zu übernehmen. Ah, gerade eben gejuckt. Okay. Okay, der Spinner ist schon mal fort. Das ist nicht schlecht. Aber das sind halt auch wieder diese vorgerenderte Gesichter. Aber was machen die doch Nettes? Ah, die machen nur gerade irgendwie von der Osterinseln platt. Das dürfen die gern machen, habe ich nichts dagegen. Die Porenmänner sind nicht wirklich die freundlichsten. Und der guckt einfach nur so lässig. Okay, ist in Ordnung. Der tänzelt so in die Richtung. Warum tänzelt der in die Richtung? Nein, hau ab! Oh, Scheiße, das ist der Wallrider gerade, der will uns umbringen. Oh yes, das erleidet. Das fängt ja schon richtig geil an. Das ist schon voll gekackt und voll geblutet hier. Scheiße. Also der Wallrider ist hier schon frei und attackiert schon die Patienten, die eigentlich mehr oder weniger sein Schwarm sind. Also ich habe das zumindest in Outlast End so verstanden, dass die Patienten der Schwarm vom Wallrider sind. Was passiert hier? Okay, die Wärter, die attackieren auch die Insasse. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh oh. Here, take the blade. Get around my friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. Oh. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Ja. Ach Gott, der feine Herr Studentio, hält sich für was Besseres als wir, die wir hier im Körper vom Porenmann rumpopeln. Machen's gut, Leits. Viel Spaß noch da bei dem Kunstwerk. Oh nee, der greift uns jetzt sicher an. Achtung. Das war so klar. Hektikmusik, Hektikmusik, Hektik, 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 Hektikmusik, Musik, 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 Musik. Okay, das war's schon. Alter. Ach du Scheiße. Ja, das fängt hier schon mal richtig geil an hier. Wieder Musik, 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 Musik. Ja, ich bin sofort wieder in einem Outlast Ends Feeling drin, merke ich. Boah. Ja, krasser Scheiß. We get out of here through reception and then Merc Tactical later. If we get here in time, we need help now. We
get them on the radio, the National Guard could be here within... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? I know I don't. It's too late to worry about that. This just has to stop. Okay. You're not thinking straight. Let me make something clear. You tried a radio outside for help. I'm gonna give you a whole new something. Ja, wir haben ja schon eine Miles verständigt. Yes. Und die Idioten wollen es immer noch verbergen. Herzlichen Glückwunsch. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Natürlich. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Soll das Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, und dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität um deines Willens, Lisa, und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben, nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt, zu gefährlich. Okay. Ich steht auf Sache, liebe Leute. An der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast Whistleblower Uff Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.